Wunderschönen guten Morgen, Schöneck. Sehr gut. Geht's euch allen gut? Ja. Freut ihr euch? Ja. Sehr gut. Zu Recht. Jörg Ruckdeschl ist hier der Mann für alle Fälle. Der Leiter der Jugendherberge Wunsiedel will seinen kleinen und großen Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt bieten. Das ganze Jahr über empfängt er Gruppen, hauptsächlich Schulklassen aus Bayern, Sachsen und Thüringen. Während die Kinder ihre Zimmer beziehen, heißt es für diese Klasse aus dem Vogtland Frühstück mit persönlichem Briefing vom Chef. Ihr müsst um 9 Uhr loslaufen. 9 Uhr, dann seid ihr so ungefähr eine Dreiviertelstunde dort, sind 2 Kilometer circa. Für die Grundschüler aus Sachsen geht es heute zum Floßbauen. Die ganze Woche hat Jörg Ruckdeschl für sie durchgeplant. Lehrerin Annette Richter weiß das zu schätzen. Man ist hier zu Hause. Es ist wirklich so, der Jörg ist ein ganz offener, sympathischer Mensch, der sofort auf die Leute zugeht und die Leute anspricht. Wir sind voll zufrieden. Es gibt nichts, was ich irgendwie bemängeln könnte. Nichts. So viel Lob macht Jörg Ruckdeschl stolz. Denn er hat viel Engagement in die Jugendherberge gesteckt. 2016 hat er die Leitung des Hauses übernommen und seitdem einiges umgekrempelt. Ich habe kein großes Sanierungsbudget gehabt, um jetzt da irgendwie ein 5-Sterne-Hotel draus zu machen. Das soll es auch gar nicht sein. Es soll eine Jugendherberge sein und es soll den Jugendherbergscharme auch repräsentieren. Aber einen großen Unterschied kann man eigentlich in der Verpflegung machen. Und das war mir von vornherein relativ wichtig dann. Und wir haben jetzt aktuell einen Bioanteil von 50% und den wollen wir noch ein bisschen steigern. Und alles, was nicht im Bio ist, ist regional. Inzwischen lässt er sogar sein eigenes Müsli mischen. Ganz anders als seine Vorgänger. Dann kam das immer in so Kleinpackungen. Also es waren immer 300 Gramm in Plastik verpackt. Und wenn du hinten die Nährwertangaben gelesen hast, war da zeitweise oder teilweise bis 50% Zuckeranteil drin. Und wir sind ja auch ein bisschen hier verpflichtet, den Kindern gutes und gesundes Essen auf den Tisch zu servieren. Und dann habe ich die Idee gehabt, ich könnte mich mal mit dem Thema Müsli beschäftigen und mache jetzt seit 3 Jahren Biomüsli selber. Unterdessen verkauft er die Mischungen sogar an andere Jugendherbergen im 3 Kilo Großpack aus Papier. Seine größten Kritiker sind die Kinder. Das Essen ist sehr lecker. Hier gibt es leckeres Essen, die Spielplätze sind toll. Die Zimmer sind auch sehr schön. Mir gefällt einfach alles. Jörg Ruckdeschl betreibt die Jugendherberge mit großer Leidenschaft. Beruflich sah es für ihn zunächst nach einer anderen Karriere aus als Banker. In der Jugendherberge hatte er seinen Zivildienst geleistet. Jahre später hörte er von der vakanten Stelle hier, zögerte nicht lang und kündigte bei der Bank. Also es ist halt viel positiver. Hier kommen halt einfach Gäste rein, keine Kunden, sondern Gäste. Und die freuen sich halt einfach auf eine gute Zeit, auf einen Urlaub, auf eine Auszeit. Und wir bieten halt die Rahmenbedingungen und diese positive Energie, die du halt jeden Tag hast, die ist echt schön. Die saugst du halt auf und dadurch sind wir halt immer alle gut drauf. Hey, du gehst raus, das ist super. Zweiter Stock auch noch dann, ja? Die Unterkunft bietet Platz für 128 Gäste in 2er-, 4er- oder 6er-Zimmern. Eigentlich finde ich diesen Charme der Stockbetten schön und ich wollte es gar nicht anders haben. Also ich will diesen Unterschied zum Hotel einfach haben. Ich will als Jugendherberge wahrgenommen werden. Nur wenige Kilometer entfernt sind die Grundschüler aus Sachsen voll in Aktion. Floßbau. Vermittelt von Jugendherbergsleiter Jörg Ruckdeschl. Also ich glaube, das ist jetzt fest genug. Ja. Die Kinder sind hier am Wasser, sind in der Natur, können schön was basteln, haben da ein Erlebnis, wenn hoffentlich das Floß dann nicht untergeht. Und genau sowas, was halt irgendwie die Klassengemeinschaft stärkt, ist halt echt ein Highlight dann für die meisten auch. Weil sie einfach gestärkt heute Abend rausgehen und sagen, wir haben was zusammen geschafft und es hat dann noch funktioniert. Hier kommt es aufs Team an. Die Mädchen legen vor. Geschafft. Zurück in Wunsiedel. Der Tag neigt sich dem Ende. Es wird Zeit fürs abendliche Lagerfeuer. Ein Highlight für die Schulklasse und auch immer wieder für Jörg Ruckdeschl, der seiner Jugendherberge einen ganz individuellen Stempel aufgedrückt hat. Ich glaube, das habe ich die letzten Jahre gemacht und das werde ich, so wie es ausschaut, momentan auch bis zu meiner Rente noch machen. Und da freue ich mich eigentlich drauf. Jörg Ruckdeschl hat es sich zur Aufgabe gemacht, positive Erinnerungen zu schaffen an eine unvergessliche gemeinsame Zeit auf Klassenfahrt.